Ja, vielmals merci, dass ihr kommen seid auf das Pressekonferenz von der Linke zum Avant-Projet de loi von der Regierung zur Nationalität. Wir hatten, nachdem wie die anderen Oppositionsparteien noch für einen Monat ungefähr eine erste Interview mit dem Minister, wo der Minister ist grundsätzlich vom Gesetz präsentiert hat, hat man gestern eine Interview mit dem Minister Bratz, wo wir diskutiert haben über das Gesetz, wo wir eben auch als Vorstellungen mitgedeelt haben, respektive als Ausschätzungen von dem dritten Gesetz. Vielleicht für mal anzufangen, für uns, und das haben auch dem Minister Bratz gesagt, als das, was die Regierung vorgelegt hat, eigentlich für uns ganz valablen Kompromiss zwischen unserer eigenen Position an dem Projet de loi Wieseler, den am Februar deposiert wurde. Aber wir merken, dass es verschiedene Punkte gibt, wo wir eventuell eine andere Konsequenz noch dran gesetzt hätten oder dran gesehen hätten, mehr an den zentralen, wichtigen Punkten, also in ganz viele Bereiche dem entsprechend, wie wir es auch gesehen. Wir hatten 2013 als Proposition, als Vorstellungen festgehalten, auf ja als zentral wird froh vom Droit du Sol, den zu Lützeburg konsequent angeführt gehen. Das für rund zu Lützeburg ein Droit du Sol von der deuxième Generation gehen, den wirklich geht einfach ein Droit du Sol von der troisième Generation war. Das heißt, die Eltern müssen schon heute geboren sein, das heißt, die Großeltern wären schon heute, die Eltern sind heute geboren, und da sind Kinder automatisch Lützeburger gehen. Dass das Generation noch 4 gedrückt wird, begrüßen wir, weil das der Essenz selber von einem richtigen Droit du Sol ist. Wir hätten uns aber auch gewünscht, und das haben auch der Minister gesagt, dass es mehr konsequent gehandhabt wird, das heißt ähnlich, so wie der Mensch als beim Droit du Sol von der deuxième Generation, dass die Nationalität automatisch um die geht, den heute zu Lützeburg geboren ist, von den Eltern heute zu Lützeburg leben. Der Minister hat auch gesagt, dass in das auch an den Diskussionen mit den anderen Parteien mal dranholen als Positionement oder als Propos, die wir hier gemacht haben. Ein zweiter wichtiger Punkt für uns, das war die Frage von den Sprachen. Der Sergio Bani wird ja nur noch mehr detailliert auf die Frage von den Sprachen eingehen. Aber für uns war immer klar, auch an dem, was wir 2013 geschrieben haben, dass Sprache etwas soll sein, was die Leute zusammenbringt und nicht, was die Leute auseinandertreibt. Sprache darf nicht als echt ein Exklusionskriterium sein. Aber besonders in Bezug auf Nationalität, also da ist wichtig, dass die Sprachendiskussion und Sprachenproblematik, die zu Lützeburg an der Realität gibt, dass sie nicht zu lesen und nicht zu beantworten ist über das Nationalitätengesetz. Aber da braucht man ganz andere Instrumente, wo der Sergio Bani noch wird drüber gehen. Das ist wichtig, weil von verschiedenen Rätselkreisen bewusst probiert wird, die Sprachenproblematik und die Nationalitätenproblematik miteinander zu verbinden. Also zu machen, wie wann ein mehr strengen Sprachekriterium hat, wenn Sprache mehr stark gegen ein Exklusionskriterium sind, wie wann dann die Sprachproblematik zu Lützeburg gebessert gehen. Ich meine, das mehr oder minder jitfrängen klar, dass auch wenn mehr strenge Regeln gegen gelten für die Sprachen am Nationalitätengesetz, dass dadurch kein wird mehr Lützeburgisch schwätzen wie lo. Aber wir werden die Problematik sicher nicht auf dem Doten wie lesen können. Wir haben dazu Propose gemacht, den Serge wird, wie gesagt, Herr darüber angehen. Wir hatten noch gesagt, 2013, dass den am Fall von der Option die Residenzklausel von 7 auf 5 Jahre soll aufsetzen. Wir sind ganz zufrieden, dass den aktuellen Avant-Projet de loi das auch vorgesehen, die Residenzklausel aufzusetzen. Und wir sind auch ganz zufrieden darüber, dass RIM angeführt wird, die Möglichkeit für Lützeburger zu gehen, wenn bestört als mit engem. Es gibt ein ganz rich positive Elemente, die wir an dem Avant-Projet de loi gesehen. Das, wie gesagt, ein Prinzip vom Droit du Sol, die wirklich aber eine fundamental und eine strukturelle Erneuerung ist, die hier da angeführt wird, neu par rapport zu dem, was im Moment da ist. Nicht neu par rapport zu dem, wie es an der Lützeburger Geschichte auch schon mal gehandhabt ist.
Wir sind auch ganz froh darüber, dass den Projet de loi vorgesagt, dass Civicskuren, die Leute holen, wenn sie über die Option wollen, Lützeburger gehen, abgesagt gehen. Im Moment waren das 6 Stunden, das soll nur 24 gehen. Das begrüßen wir ausdrücklich, weil die Frage von den Civicskuren als eine Frage von der Citoyenität selber und eigentlich ist es bedauerlich, dass an den Genuss von den Civicskuren just die kommen, die da wollen Lützeburger gehen, wo wir mengen der Civicskuren überhaupt an der Lützeburger Gesellschaft viel mehr eine große Rolle sollte spielen. Etwas, wo wir auch ganz froh darüber sind, was auch eine Neuerung ist, dass das neben der Möglichkeit von der Option noch 5 Jahre, respektive noch 20 Jahre ohne Test, die Regierung ein drittes Niveau angeführt hat, dass den nur 8 Jahre kann die Lützeburger Nationalität kriegen, 8 Jahre Residenz zu Lützeburger DK kriegen, ohne Examen, zu Kondition, dass den 100 Stunden Lützeburgisch kuren möchte. Das ist für uns wichtig, weil es für allen denen Leute entgehen könnt, die Schwierigkeiten haben, die einen schwierigen schulischen Background haben, die eventuell Probleme haben, für an einer klassischen Examenssituation einzugehen. Dafür hat den dritte Projekt 100 Stunden für gesehen, was enorm viel ist. Das muss man sich just vorstellen, wenn in 2 Stunden die Woche also Kur geht, dann sind über die Jahre am Gang. Ein anderes Beispiel als Verhältnis dazu, wenn ihr den Führerschein möchte, wo die 16 Stunden, die ihr muss obligatorisch machen, heißt nicht 100 Stunden, zwar ohne Examen, aber ich meine, wenn die 100 Stunden Lützeburgisch Kur möchte, den hat man fernen Integrationswillen bewiesen. Wir sind auch froh darüber, dass ein Element von dem klassischen Droit du Sang soll auslaufen, respektive nicht mehr weitergeführt gehen, dass das Recht, was am Moment noch dran steht, dass von den Lützeburgisch Vierfahren hört, das heißt, wenn irgendwo auf der Welt sitzt, an irgendein Vierfahr von 400 Jahren, wer ein Lützeburger, der den dann auch das Recht hat, Nationalität zu rekuverieren, was den allen das alte Blutrecht ist, dass das auslaufen gelassen wird und dass das nicht erneuert wird. Und dass man eine andere Logik an dem Nationalitätengesetz gesehen. Mun Sprachen für rund kurz ugeschwart, ich dem Serge Wort gehen, vielleicht zwei Gedanken dazu. Mehr wie gesagt, ein anderes Verständnis von dem, was Spruch zu Lützeburg soll sein, nämlich etwas, was inklusiv soll funktionieren, was Leute soll zusammenbringen, was Kommunikation soll erleichtern und ermöglichen. Und man muss einfach feststellen, dass historisch zu Lützeburg immer Sprachen als Exklusionsmechanismus benutzt sind. An den Schulen, so wird Sprachen enseigniert, die sind Französisch als Elitespruch, wo man als Lützeburger zwar ganz gut schreiben, aber wenig gut schwätzen können. An umgekehrt eine Prädominanz vom Deutschen, was das Romanophonen schwer mischt oder schwer gemäht wird an der Vergangenheit. Darüber umzugehen. Rund um die Sprachproblematik ist aber notamment von den Initiativen von Herrn Kolb so etwas wie ein Zuchtkulturkampf probiert, entfacht zu gehen, den als ganz all an vergangen überliefte Konzeptionen von der linguistischen Situation zu Lützeburg erinnert. Wenn den Herr Kolb an Kommunikeen schreibt, dass Refugien zum Beispiel nicht mehr sollen Französisch lehren, mehr Deutsch, da sehen wir, wie Geisteskant eigentlich hinter dem toten Gedanken sticht. Wir haben eine multilinguistische Vision von Lützeburg für das Sergio mehr detailliert nach der drüber gehen. Ja, merci. Ich will effektiv als Abhänger Tölle von dem, was ich will so, weil aber keine Analyse, also noch nicht detailliert vorschlägt. Weil eine Reaktion ist auf den Stellenwert, den von verschiedenen Seiten aus an dem aktuellen Debat über Nationalitätengesetz dem Lützeburgischen beigemusst wird. Ich weiß noch, dass ein Sondage gemäht ging über die Frage.
den ich aber auch nicht will kommentieren, weil es Sonntag ist Sonntag und etwas dabei rauskommt, könnt dabei heraus. Ich meine, muss ich mal für dich so, ein Spruch hat nichts mit Nationalität eigentlich zu tun. Ich kann mich erinnern, alle Generationen von Letzteburger, mein Mann zum Beispiel, hat immer ihre Briefe auf Deutsch geschrieben. Ne? Wenn ich heute gucke, junge Portugiesen schreiben ihr SMS oder E-Mailen auf Letzteburgisch. Für sie als am Fungelspruch, das Letzteburgisch hier Umgangsspruch. Das ist die Spruch, an der sie sich am Alltag mit ihren Kollegen austauschen. Sie wurden spontan ran an Spruch. Aber wenn man nicht zu Lützeburg geht, wohnen mehr in Frankreich, da wären übrigens die Leute alle gute Lützeburger durch den Droit du Sol. Weil sie hier geboren sind, weil sie hier aufgewachsen sind, weil sie hier an die Schule gegangen sind. Auf der anderen Seite, und du gesehen die zwei Konzeptionen von der Nationalität auch. Auf der anderen Seite gehen alle Jahre über 2000 Leute, Lützeburger, die kein Wort Lützeburg können, an mal nicht hier wohnen. Ja, in Australien, in den USA wohnen, an der Belgien, in Frankreich. Da das eine Regel, die den Herr Frieden 2008 als Justizminister angefordert hat, als Gegengewicht zum Droit du Sol an zweiter Generation, die er gleichzeitig angefordert hat, an zur doppelte Nationalität. Den Historiker Denis Guto hat von Reethnisierung geschwärzt, von der Nationalisierung, vom Nationalitätsrecht. Ich schon noch nie hören, dass der Herr Koip, der Fred Koip oder irgendjemand vom ADR dagegen protestiert hat, dass all Jahre falsch von den Naturalisierungen geschieht vis-à-vis von Leuten, die mal gar nicht hier wohnen, an die kein Wort Letzteburg schwätzen an der Region. Was heißt überhaupt Nationalität? Nationalität kennt von Nation, ist sie geboren. Ja. Das heißt, die Nationalität hat die, wo geboren ist, normalerweise. Es gibt aber trotzdem zwei, das ist die Etymologie vom Wort. Ja. Es gibt natürlich aber zwei Konzeptionen von Nationalität, das ist der Droit du Sang und das ist der Droit du Sol. Mehr Sinn am Fongol für eine Definition von der Nationalität, die darauf beruht, dass sie zusammenlebt auf engem Territoire. Das entspricht auch dem etymologischen Sinn, kennt den am Nutzen von der Nationalität. Droit am weitesten Sinn als für erster Punkte wie Ethnie, wie Blutsverwandtschaft oder wie Familie. An dem Mittelpunkt von ihrem Nationalität, der Begriff Deutschland steht klassischerweise für so eine Konzeption. Übrigens, als 2 Wochen ihr Preisen zu Lützeburg marchiert sind 1940, hat damals die Regierung und Chamber beschlossen für den Droit du Sol, den er zu Lützeburg ging, als bis dahin an die von der Französischen Revolution kommen, als für den aufzuschärfen. Das heißt, das sind immer 2 Konzeptionen von Nationalität gestoßen. Auch die sich heute rumfallen an dem Komitee do 2015 respektive am ADR, sind an denen Gewässer dran. Traut sich zwar heute Chemie zu suchen, wir gegen den Droit du Sol, aber sie kommen für allem am Argument von der Spruch. Den Droit du Sol, für wer traut kennen sich mir offensiv dagegen aufzutreten, aber ganz einfach, weil der national Souveränität vorstellt. 46% von den Leuten hier im Land sind schon Ausländer. Es kennt 1% all Jahr dabei. 1%. Das heißt, auf 4 Jahren sind wir bei einer Majorität von Ausländern. Das heißt, wenn man nicht den Droit du Sol abfeiern, dann macht man auch für drin als Vue davon gesucht, dann ist sowieso stellen sich ganz viele Fragen neu zu Lützeburg. Aber für an dieser Situation den Stellenwert von der Spruch so zu betonen, wie verschiedene Leute das machen, das ist eigentlich ein Arrière-Garde-Kampf, den die feiern. Das ist eigentlich eine reaktionäre Attitüde für Wert. Ja, weil auch die Frage von der Spruch sich gar nicht so stellt an der Realität.
Schulchoffir run hingewiesen, dass ganz viele Junker, die ha geboren sind, ganz spontaner normal Lützeburg als ihr Umgangsspruch hunn. Lützeburger Spruch huet sich an der Geschichte ganz stark entwickelt, dann entwickelt sich nach immer auch am Gebrauch von den neuen Kommunikationsmitteln. Lützeburg wurde so viele Sprecherinnen und Sprecher wie nie für an ihrer Geschichte. Die Leute, die Lützeburg schwätzen, das ist ein Spruch, die an der Entwicklung ist, das ist ein Spruch, der eine appreciable Literatur hervorgebracht wird, besonders an der Nachkriegszeit. Es gibt Regeln, die festlegen, wie Lützeburg schriftlich soll ausgesehen. Und es gibt sogar Sprachenforschung. Sogar an England, auf einer Universität, gibt es Sprachenforschung am Lützeburgischen. Und dafür mehr, wir brauchen da kein weiter Enkadrementer oder Zwangsjacketten. Wie zum Beispiel Herr Karteiser bei dem Debat, den an der Chamber gefordert wird, die wird der Gebrauch vom Lützeburgischen, die mengt, wir sind systematisch überall an alle nationalen oder internationalen offiziellen Kontexten Lützeburg viel mehr opwerten. Wir haben damals gesagt, dass man nicht so eng wie vom Lützeburgischen haben. Wir meinen nicht, dass, wenn ihr wollt, Lützeburg aufsetzen, ihr soll so viel gehen. Wir meinen auch dafür nicht, dass ihr so Gewicht legen auf ein Aufnahmeexamen an Lützeburg für Nationalität zu kriegen, was immer wird funktionieren, also Filter, wo die Leute ausfiltert, nur soziale Kriterien ganz dax oder auch nur Kriterien von der geografischen Herkunft, wo zum Beispiel Romanophon kann desavantagiert sind. Ich meine, dass die Leute automatisch an der Lützeburger Sprachmilieu rankommen, haut schon das machen, spontan oder über freiwillige Sprachkuren. Aber wenn das notwendig ist, dauert es eben ein bisschen mehr länger, dann ist es an der nächsten Generation, wo die Integration sich über Lützeburg mischt. Hat schon froh abgeworfen, dass es problematisch wird, dass es den Dorf zu Lützeburg gibt, wo nicht mehr Französisch geschwätzt wird. La Sauvage, eine Wirtschaft von der Gemeinde Deverdang. Was wir wollen suchen, mit der ganzen Sprachendebatte, wir fanden noch, das ein ganz wichtig Debatte ist, für uns ist auch der Spruch ein wichtiges Integrationsargument. Wir meinen, eigentlich soll die nicht gehen in Richtung von einer Langue unik, man Brecheisen, mit soll die gehen in Richtung von einer Langue kommun. Die Loser sich abbürgert, auch von den Leuten geschwärzt wird. Lützeburg selber wird auch eine Geschichte mitgemacht. Das geht auch da vergessen. Lützeburg als moselfränkischen Dialekt, den noch an der Moselle oder an der Eifel geschwärzt wird, den, wie Wissenschaftler sagen, phonologisch Differenzen hat man im Deutschen, aber gleichzeitig stark Französisch Emprunten hat, was da auf die Entwicklung hinweist, an Menge Festivalzählung ist es. Lützeburg hat die Stelle, wer Haut kriegt, weil Lützeburg am dauernden Berehrung, an am dauernden Austausch steht mit zwei großen Kultursprachen, dem Deutschen und dem Französischen. Das mischt eigentlich Lützeburg haut an unserer Gesellschaft aus. Geht mal rundherum gucken, an Nobelregionen, an den Ländern rundherum, als Lützeburg komplett verkümmert, an als sogar kann ich so ausgestorben. Natürlich werft die besondere Sprachensituation, wo ja am Anfang 3 Sprachen einen offiziellen Status haben, am Raum, die definiert sind, wo sie gebraucht werden. Natürlich werft das ein Problem ab. Ich meine, das wichtigste Problem, das man abgeworfen hat, ist das Problem vom Gebrauch, vom Herumgehen und Sprachen an der Schule, an unserem Schulsystem. Das ist eine ungelöste Frage, die auch schwer zu lesen ist, weil gleichzeitig auch eine Sozialfrage ist. Das viel darüber geschrieben in die letzte Zeit von Sprachwissenschaftlern, die ohne Scheuklappen und die froh darüber sind. Und das Resultat davon ist mänglich. Und das ist etwas, was die viel mehr diskutieren. Am Anfang gut von denen, das kann diskutieren, nur heute, hat aber nicht mit der Nationalität zu tun, will ich sagen. Aber die Fragen, die Leute an der Kap haben, über die Sprache gebraucht, die sind aber real. Erstens Menge mehr, dass dem Lützeburgischen am Schulsystem par rapport zum Deutschen müsste mir eine große Bedeutung beikommen, weil auch Lützeburg für Kanner modernere Nationalitäten wie Portugiesisch Kanner, die keine Frankophonen übrigens sind, wie das gemeint wird, mehr Romanophonen,
die kein natürliche Bezug zum Französischen haben, also am Fungeholl lehren sie mündlich für dich Letzteburg kennen im Schulhafmaterialkollegen, an Donau an der Schule lehren sie Deutsch als weiter Fremdspruch danach dabei. Aber wir fanden du kennen zum Beispiel ernst am Schulsystem von Anfang an gehen, das sind frohe Wege in der Alphabetisierung, da wird eine vor und so weiter. Am zweitens meine ich, und letzte ein Problem am geschwerten Französischen, das ist evident, und das erklärt auch viel, für was so Retizenzen sind, für was Leute am Anfang gerne gelesen, was ihnen nur gesagt wird, dass Lützeburg aber unbedingt Voraussetzung für Lützeburg zu gehen. Ich meine, Lützeburg müssen auch Französisch auf eine Manier beigebracht kriegen. Französisch ist bis immer als Elitespruch gelehrt gehen, weil die nur perfekt schreiben, dann können sie nicht schwätzen. Ich meine, gerade als Sozialkontaktspruch, an eine multiple Spruch in dem Feld wäre es wichtig, auch den Leuten geschwerten Französisch auf eine Manier beizubringen. Voilà, das sind zwei Ideen, die ich heute lancieren. Es sind einer, die wollen die Probleme lesen über viele Jahre an der Schule. Ein Frankophon und ein Germanophon, das ist eine Idee, die man nicht gut fand, weil die Gesellschaft bringt. So, ich will nur am Anfang lassen, die zwei letzten Sachen nicht viel von konkreten oder von Forderungen gebrüht, aber ich wollte einfach mal Last gehen, weil es mich rosen möchte, wenn ich gesehen, wie das Lützeburg was als gemeinsam Spruch, also an der wir denken, an der wir fühlen, an der wir als Kantheit verbrüht haben, dass das Lützeburg noch missbraucht wird, dann instrumentalisiert wird von Leuten für ganz andere Zwecke. Lützeburg hat nicht direkt mit der Nationalität zu dienen, was aber nicht verhindert, dass man nicht auch bereit sind, anzugehen, ob verschiedene inhaltlich Fragen, die sich am Gesetz bratzt, rumfanden, auch noch was organisieren von Aufhörungskuren an Lützeburg und so weiter angeht, da sind wir auch offen für weiterhin darüber zu diskutieren. Wir hoffen just, dass das Gesetz nicht nur so verwässert wird, aufgrund von den Diskussionen, die gefordert gehen, dass in Herrn nicht mehr viel von dem Exerzice von Equilibre dort dran rumfindet, den Herr Bratz, aber wirklich, da muss noch so positiv versicht wird, heranzubringen. Am Anfang ist sein Gesetz als ein guter Kompromiss zwischen CSV-Positionen und Neuse-Positionen, und dafür ist eigentlich unterschriftsreif, unserer Meinung nach, für so angeholt zu gehen. Natürlich wird aber den Herr Bratz Kräfteverhältnisse gucken, er wird mit der CSV versichern zu verhandeln, und mehr fährt, dass du ein zu weit zurückrudert. Das ist als größte Befürchtung dabei, das muss man gesehen. Wenn das Gesetz so bleiben wie das, könnte da eine Unterstützung finden. Ich meine, das ist evident.